Moin, mein Name ist Carlo Blum, ich bin responsabel für die Informatik bei der Lützeburger Nationalbibliothek. Wir sammeln Dokumente in einer Papierform, wir haben eine große Kollektion Digitaldokumente. Und die Dokumente die müssen auch archiviert gehen, und wir wissen nicht, wie das geht. Mein Name ist Roxana Maurer, ich bin Informatikerin und ich bin responsabel für die Langzeitarchivierung vom digitalen Kontinu. Mein Name ist Jörg Schmidt, ich bin Digital Curator und kümmere mich um den Depot legal von den elektronischen Publikationen. Zusammen mit Jörg und anderen Kollegen an der Nationalbibliothek machen wir uns best für sicherzustellen, dass das digital Kontinu in die Bibliothek sammelt, für uns Leser heute zugänglich sind, aber auch auf 5, 10 und 50 Jahren. All die Aktivitäten von der Selektion, vom Stockage bis Konservation und Access sind Aspekte von der digitalen Langzeitarchivierung oder Präservation numerik. Die Nationalbibliothek sammelt eine ganze Reihe von digitalen Kontinuen. Wir sehen Zeitungen und Bücher, die auf eluxemburgensia.lu gucken, rein Digitalpublikationen, die nicht auf Papier gehen, wie auch Affichen, Newsletter und Webseiten vom Lützeburger Internet. Gesetz zum Depot legal gesät fir, dat all Publikationen, die Lützeburger Territoire herauskommen, von der Nationalbibliothek gesammelt muss gehen. Am Gegensatz zu Papierpublikationen müssen die Digitaldokumente aber nicht bei uns deposiert sein, wenn sie im Internet frei zugänglich sind. Das heißt, eigentlich müssen wir sie sichern wollen. Wir freuen uns natürlich auch, wenn die Editoren als Dokumente herausschicken. Vieles von dem, was wir sammeln, wirkt auf den ersten Blick vielleicht trivial oder unwichtig, aber das muss in einer mehr langfristiger Perspektive gucken. Auf 50 oder 100 Jahren sind zum Beispiel Affichen oder Reklamen eine wichtige historische Quelle für die Vergangenheit zu verstehen. Wir sammeln nicht für heute, sondern für morgen und übermorgen. Digitalinformation ist aufhängig von Computerprogrammen und Hardware und dafür ganz vergänglich wegen der schnellen technologischen Veränderungen. Sobald wir neue Digitaldokumente kreieren, müssen wir eine Reihe von Kopien machen und die auf verschiedenen Plätzen speichern, um zu verhindern, dass zum Beispiel im Fall von einer Naturkatastrophe alle Kopien miteinander zerstört gehen. Digitalobjekte müssen auch konstant kontrolliert gehen, um zu überprüfen, ob Dateien sich irgendwie ändern und die automatisch reparieren, wenn das der Fall ist. Für den Access zu garantieren, müssen wir sicherstellen, dass Digitaldokumente immer lesbar bleiben. Dafür probieren wir immer Software zu haben, für Dokumente zu lesen oder mit anderen Formaten, sodass sie lesbar bleiben können. Besonders kompliziert ist das im Fall von Depot legal numerik, wo die BNL keinen Einfluss auf die Produktion von den Dokumenten hat. Da finden dann einmal korrupt Fischchen oder eine schlechte Bildablesung. Am Kader von der Langzeitarchivierung schafft BNL eng mit den Editoren zusammen, für die bestmögliche Qualität von den Dokumenten archivieren zu können. Digitale Informationen müssen nicht just lesbar bleiben, man muss sie so rumfinden können. Dafür gehen sie mit einer ganzen Reihe von weiteren Informationen angereichert. Die können inhaltlicher Natur sein, wie zum Beispiel den Autor oder den Titel, aber auch mehr technisch, wie zum Beispiel das Fichiersformat oder ein Permalink, dem am Objekt verknappt wird. An der BNL probieren wir, die Digitaldokumente so weit wie möglich für als Leser zugänglich zu machen. Natürlich immer am Respekt von den Droits d'auteur und an einer Kollaboration mit den Editoren und Autoren. Wir haben also eine Facette von der Langzeitarchivierung angeguckt, den Archivage von digitalen Dokumenten. Eine zweite Facette ist das Archivage vom Lützeburger Internet. Mein Name ist Yves Maurer und ich bin responsabler Adjoint von der Informatik und ich kümmere mich um die technischen Aspekte vom Lützeburger Webarchiv. Mein Name ist Ben Els und ich bin Digital Curator vom Lützeburger Webarchiv. So wie wir Publikationen an alle Formen und Formate sammeln, sammeln wir auch alle Lützeburger Webseiten. Wir machen dabei nicht nur den Screenshot, aber wir holen all die Fichien rauf, die wir brauchen, für das die Kopie genau nämlich wie das Original funktioniert. Dadurch, dass wir regelmäßig Kopien machen, kann ein nur an unserem Webarchiv von dem nämlichen Site die verschiedenen Versionen gucken und so an der Zeit hin und her reisen. All Kontinuen im Internet sind viel mehr für Vergessen und Verschwunden bedroht, wie viele Leute meinen. 80% von allen Internetseiten sind an Zeit von einem Jahr entweder gar nicht mehr oder nicht mehr selber rumzufinden. Immer mehr oft sind Informationen just nach online disponibel und es gibt keine physische Pendant mehr auf Papier. Das heißt, wo früher vielleicht nach einer Broschüre oder ein Buch rauskommt, als die Informationen auf einer Website, den laufen dann erneuert wird. Viermal am Jahr machen wir eine Sammlung von dem ganzen Lützeburger Internet. Das sind alle Seiten, die wir .lu abhalten.
De Moment sinn Datter iwwer 100.000. Da läfen als Roboter iwwer de gesamte Lützeburger Internet a sammeln Zitten an. Dobei ginnet nëmmen Webseiten méi och Bilder a Videoen aufgespeichert. Dat gëtt an awer Servere geluden, indexéiert, an als Lektore kënnen an Donno daran stöberen. Nief de Momentopnamen stell ma och nach Lëchte vu Sitten ze summen zu verschiedenen Themen an Evenementer. An déi Sachen gi man mi oft sichen oder méi am Detail. Wir bieten e wichtige Service fir jidereen de Website huet, fir jidereen de Kontinu produziert, fir jidereen den sich online beweegt an informéiert. Die gréste Schwierigkeit fir eis ass dats de Wandel Internet so rasant ass, dats mir net all Changementer können zu all Moment afhängen. Du winst muss mir als Ressourcen so clever wie méiglich ersetzen, as du winst auch op Hëlle vubausen ugewiesen. Op webarchive.lu könnt Dir zu all Moment Suggestionen fir de Webarchiv machen an dommer dat zur Präservation vum Lützeburger Web beidrohen. Die Langzeitarchivierung als eng Herausforderung. Wir sind op engem Terrain, wo man neue Lesungen sichern. Die Lesungen sich méi van der Läng. Wir schaffen international zu Summe mat andere Bibliotheken, fir dat die Dokumente, die man haut sammeln, auch für die nächsten Generationen noch zugänglich sind.